Wir wollen von der weiter wiedergehen in unser Epheserbrief. Und wir sind von der in der Epheser Kapitel 4, 7 bis 16. Das sind die Versen, wo wir durchfahren gehen. Und da habe ich ein Thema gewählt, abgebaut im Herrn. Wir sollen abgebaut sein im Herrn. Wir haben der letzte paar Sender gesehen, besonders letzte Sender gesagt, wo wir sollen Einigkeit kommen. Und die Einigkeit ist gefangen in den einen Nachricht, der Evangelium, wodurch wir weiten, wie kann der ewige Hoffnung kriegen. Von der werden wir sein, wo kann noch eine Kirche abgebaut werden, und wenn sie ab dessen eine Einigkeit gebaut wird, wo kann die Kirche stärker werden, und wir würden gerne sein, alle mature werden. So, aber wir wieder gehen, werden wir anfangen mit dem Gebet. Gott in Himmel, ich bete, du hast von dir mir klare Wort geben, mir ein klares Hart und Gedanken geben, dass ich kann klar bringen, was du mir am Hart gelegt hast. Und ich bete für uns als eine Kirche, dass wir wollen diese Wort zu Hart nehmen, dass wir kann sein, was du wollen, erst für uns. Wir beten auch für jeder einer, was von dir erst hier, was vielleicht eine schwere Werkhaft hat. Wir beten, dass du wirst entreißen, in Erde Seil heilen, von was sie mit kämpfen tun. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Epheser Kapitel 4, 7 bis 16, sagt es dort. Ein jeder von uns hat so viel Gnade gekriegt, als Arm von Christus geschenkt ist. Deswegen sagt dort, als er nachfahren deit, wird er festgenommen Weg und gibt den Menschen gegeben. Wann dort gesagt ist dort noch gefordert, was meint dort das, als dort euch raufgekommen ist, was da, wo die Erde liegen dort. Der Rauftheim ist der war noch vorne dort, weit über alle Himmel, wills soll mit seiner Macht in Herrlichkeit die ganze Welt fällen. Seine Gaben wären diese. Dort einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hort und einige als Lehrer und Stahlen. Das am aller Gott seine Kinder zum Christendienst reit zu merken, wo der Christus sein Körper, dort ist der gemeint, gebaut wird. Aber wir alle zu eine Einigkeit im Glauben und Erkenntnis an Gott sein Sehen kommen. Dort wir vollständige Menschen in Christus sind. So weit, dort Christus bei uns und in alles ist. Wills wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verledenen Menschen Lehren anschmieren lassen. Und so, als die wollen von Wind, Hahn und Her geschmeten worden. Durch ihre Lehren, womit sie die Menschen verleiten. Wir müssen in einem leibtollen Jes die Wahrheit verbreiten. Und wir müssen in alle Abwassen in Christus ähnlich werden, der uns halb ist. Ohne Christus seine Kontrolle passen alle Glieder im Körper taub. Und dieser ganze Körper wird der passen je Lenker taub gehalten. Und wenn jeder glatt dort kann, dann was der Körper und büt in Leib ab. So Paulus redet hier ein klein mit, wo eine Kirche abgebaut wird. Ich glaube, ein Vorbild ist, eine Kirche ist ein Körper. Und das ist ein Vorbild, was Paulus verbrücken hat. Und wir weiten, wo ein Körper waschen hat. Ein Körper was, wenn der Eten nimmt, Wasser nimmt, und Zeit wird geht vorbei. Und ein Körper, was gesund ist, besonders wenn er noch nicht ausgewaschen ist, der wird waschen. Der wird hecher und der nimmt weg an.
Ein Körper wird wachsen, wird hecher worden, aber nimmt nicht weg an, als gesund. Und so ist eine Twerk auch. Ein Twerk muss wachsen, der muss abgebaut werden, und der muss auch dieper in Glauben wachsen. So Paulus fängt an, er sagt, Gott hat alle von uns, wer in der Twerk ist, hat er Gaven gegeben, so dass wir in der Twerk dienen. Jeder einer von uns hat eine Gabe. Ich habe viele Menschen angetroffen und sagen, ich habe keine Gabe. Gott hat mir keine Gabe geschenkt. Man mir erst nicht. Und ich weiß, viele von uns sind vielleicht also abgewachsen, uns war durchgekleint. Und uns war gesagt, mit uns würde noch niemals was geben. Vielleicht haben wir schlecht lesen, oder vielleicht haben wir eine Stimme, die nicht, wir bleiben erst nicht Fan, oder vielleicht haben wir andere Dinge, wo wir an wie kalt kommen. Und dadurch bleiben wir fertig, wir haben keine Gaben. Aber Gott hat alle von uns. Er sagt, jeder ein von uns hat so viel Gnade gegeben, so dass wir können es natürlich abgebüht werden. Das meint jeder einer von uns hat eine Gabe. Ich würde sehr traurig sein, wenn Jesus Christen hier in die Kirche kommen und die dann freiwillig zurückhauen und die Gaben, was Gott ihnen gegeben hat, nicht brücken, die stehlen von der Kirche. Der Kirche fehlt an ihnen. Der Kirche, das fehlt die Gaben, was Gott ihnen gegeben hat. Die sind viel wert bei Gott, die sind viel wert für die Kirche. Und ich will ihn ermutigen, nicht, dass ich probiere, ihn schuldig machen zu feiern, aber ich will ihn ermutigen, dein mit der Kirche. Gott hat ihnen die Gaben gegeben, dass die kann dein. Und wenn die nicht Gaben haben, was die Menschen die haben, würden haben, das sind don't. Braucht die Gaben, was Gott ihnen gegeben hat, lieber als Menschen für Gaben, was die nicht haben. Wir sollen so dienen dann, dass Gott gedient hat. Und wir sagen das in Jesus Christus. Und nein, der Pfarrer sagt, Jesus Christus kam rauf. Er ist rauf gekommen. Was meint er mit das? In Johannes Kapitel 1, der 14. Vers sagt, und dort wird worden Mensch und wohnt bank uns. Dort ist, was Paulus hier meint. Jesus Christus ist von aller Ewigkeit Gott gewesen. Und Gott kommt rauf nur uns. Das sagt, er kommt rauf. Und sein Unterforschen will lernen, er kam wieder rauf, ist, was irgendein Mensch raufgekommen ist. Wo können wir das begreifen? Gott in aller seiner Herrlichkeit und du im Himmel, wo das so fein und schmack ist. Kommt hier rauf und lebt mit uns in all unsere schwinschen Sachen und wo wir Dinge down in den Sinn und unsere Fehler. Kicken wir, wie rauf er gekommen ist. Und dort soll uns sich sein, dort soll unser Drive sein, wo wir unter deinen down. Und das meint, dass wir müssen so dienen und wir müssen demütig sein und wir müssen so sein, dass wir unter dienen, so ist Christus uns dienen deit. Jesus kam nach uns. Und wenn wir unter dienen, besonders in der Kirche, wir sollen so dienen, dass wir nur unter gehen und ernst bedienen, so Gott uns bedient hat. Da lehrt uns dann, dass Jesus bleibt nicht so in Knecht. Er bleibt nicht so in Mensch, wie raufgebracht wird. Das sagt, er ist war abgefahren, wie über alle Himmel. In Philipper Kapitel 2, der 9. Vers sagt es das. Deswegen hat Gott am Hoch gehoben und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Jesus Christus war den Knecht. Jesus Christus war den Diener. Er hat uns gedient. Aber Jesus Christus ist nicht durchgeblieben, wo er war. Er ist nicht weiter in den Himmel gefahren.
En hij staat er nu bij den Vader zijn rechterhand. En hij heeft aanstoot voor ons. En wie wir in Christus zijn, wanneer we hier nu ook op de aarde zijn, we worden Jezus Christus nachfolgen. We zijn nu leer, we zijn hier op de aarde, aber wanneer we sterven, oder wanneer Jezus Christus wordt terugkomen, hij wordt ons metnemen, zodat we zijn waar hij is. En dan worden we ook hier gehoven. Niet wegen wat we gedaan hebben, aber wegen wat Jezus Christus heeft gedaan. Dan zegt Paulus wieder, dat hij heeft de kerk leiders gegeven, zodat de kerk kan opgebouwd worden. Heb je gewunderd waarom de kerk een leider heeft? Heb je gewunderd waarom diverse mensen in de kerk zijn, wat ongesteld zijn, dat ze de kerk leiden kan? Deze versen leert ons zeer klar. En leider is zo'n wat de kerk wijzen dat, waar de zullen gaan gaan. En leider is zo'n wat de kerk houdt en draaien. En leider is zo'n wat mensen toebrengen dat, zodat we alle in deze eenheid blijven doen. Dat is waarom God heeft de kerk leiders gebracht. En ik wil zijn van jou, ik weet, ik sta hier fern als een leider. En ik weet, wanneer een prediker van zijn stad reden dat zit ze vielleicht dan, hij wil zich alles voor zichzelf nemen. Dat is niet wat ik probeer te doen hier. Dus de versen leert ons zeer klar waarom de leiders in het kerk zijn. Er zijn vele versen wat ook leren waar leiders zullen leiden. Maar dat zegt van jou, dat God heeft besonders 5 leiders, of 6 leiders naar de kerk gegeven, daarna, zodat de kerk kan wieder gebouwd worden. En hier, hij vangt aan, hij redt van gaven. We hebben alle gaven, we zijn alle dien. Maar dan zijn we in de maat, zijn we zo'n wat welke gaven hebben. En dan stelt de kerk en God de aan, een omf, dat hij kan in die stad dienen. Zum Beispiel, hij vangt aan, hij zegt, God heeft welke aangegeven als apostel. So, nou moet we deze vraag stellen. Waar is deze vers geschreven voor ons vandaag? Zijn er vandaag dag nog apostel? Ik wil je maar een onderscheid merken tussen den Gaven en den Amt. In Engels zeggen we the spiritual gift of apostle and the office of the apostle. Van deze versen hier, we moeten verstaan, dit wordt in de eerste 100 jaar geschreven, na Christus. En du hast een onderscheid tussen de apostel wat dan werden, die werden voor een gewisse tijd, werden die een bijzondere soort apostel, en die go wat apostel is, wat we vandaag nog ook gaan. So, wat is de onderscheid? Die worden een apostel werden in de eerste 100 jaar, die werden zo'n wat Jezus Christus hadden persoonlijk zijn. Die hadden Jezus Christus persoonlijk zijn, dat hij nooit dood opgestonden werd. Die hadden am levendig zijn. Die werden zo'n wat Jezus Christus had persoonlijk te zien gezet voor deze dijnstorm. En zij werden zo'n wat die aan God zijn salven schrijven. Die worden geleerd 13 hele jaar dat zij worden ons het Nieuwe Testament schrijven. En zij werden aan de eerste 100 jaar aangegeven voor het kerk, dat het kerk een aanvang kon krijgen en de aanvang wordt wieder bouwen. Vandaag hebben we zo'n apostel niet. Du hast keiner wat van jou leven dat, wat Jezus Christus heeft persoonlijk gezien. Du zijn keiner van jou wat de wijsheid hebben en verantwoordelijk zijn, neer Bibel te schrijven. Aber du zijn zo'n van jou wat de gaaf hand zum apostel zijn. Wat meen ik met dit? Dezelfde eerste gaaf wat Paulus had, wat Johannes had, wat Petrus had. Om de kerk aanvangen. Om een leider zijn wat andere aansporen doen, om een frischen aanvang merken.
hang ableihen, zodat onder leiders kan abgebuut worden en in de kerk kan wiederbeuren. Zo'n gaven hebben we nog in de kerk. En dat is wat de gave van de apostel is. Next zegt God heeft welke mensen te profeten gemerkt. En dit is, wie würden dit ook graag zu verstaan, is de apostel. Du hast een onderscheid van wat we lezen dan in de Bibel, wat een profeet is. Zum Beispiel, wer Jesaja war, wer John de Baptist war, Johann de Baptist. Dort wären Propheten für die Deel, und sie reden an Gott zijn Zoven, und sie werden auch angejeft, dat sie die Bibel lesen dann. Aber der jetzige Gauf, zum ein Prophet sein, ist noch hier, und der ist noch manch anderes Menschen. So, was meint dort dann, ein Prophet zu sein? Ein Prophet ist einer, was sagt, das steht, sagt Gott. In Englisch sagen wir einmal, thus saith the Lord. So, da ist ein Mensch, der kann dort hören von Gott. Gott gibt die Weisheit, um das rüberbringen, eine klare Weg, was Gott will haben, die Menschen sollen hören. Und sie haben die kann weit fertig sein, was passieren wird, wenn Menschen nicht ändern wollen. Gott hat endlich die Gabe gegeben, zum Menschen sein, was Gott sein wird. Ich glaube, wir sind ein Stützart Menschen, die uns fertig mit amtlich. Wenn nicht gleich in einer Kirche zu sein und nicht gleich ein klein bisschen in Gruppen zu reden. Und wir reden an Gott in Zoven, Dinge, was wir gleich nicht hören. Die reden fertig gängen sind. Die reden fertig in welcher Welt uns wollen, was wollen, wenn wir nicht uns ändern tun. Und wir dann Gott horchen, wenn Gott durch seine Menschen reden wird. Next sagt Gott, welche gegeben ist Evangelisten. Das sind seine Christen, die die Gabe haben, dort klar merken, wo ein Mensch sich kann bekehren. Das ist ein Mensch, der eine Gabe hat, den Menschen klar wiesen, wer Jesus ist. Und dort fan klar merken, was der Evangelium ist und wo ein Mensch kann Jesus Christus annehmen. Wir würden gerne sagen, dass erst ein Bezus ein Doktor, was Menschen haben, Dinge zur Welt bringen. Das ist ein Mensch, der ein Gauf hat, um klar bringen, was Jesus will für andere tun. Und die sind fertig nicht, dass sie die Gaven haben, um Menschen wiederhalten in Jesus Wissen. Dort hier leider noch das nächste, was Paulus hiervon reden wird. Und dort sind die Hort. Die Englische ist das Eversaten Pastor. Oder wer soll Eversaten sein, das ist ein Shepherd oder ein Schophort. Dort sind so eine, was die Schop nehmen und die dann für die Schop sorgen. Da ist vielleicht ein kleiner Unterschied zwischen was ein Hort ist und was ein Prediger ist. Und ich weiß, über die letzten 2000 Jahre, wenn wir sagen, ein Pastor oder ein Preacher, ein Prediger oder ein Hort, wir wissen nicht, was meinen wir mit dort. Welche Menschen sind uns ein Prediger, welche Menschen sind uns sondern was mit andere gehen dort. Aber hier ist dort ein Bild von einem Mensch, der die Gabe hat, wenn andere eine schwere Zeit durchgehen, dass sie besitzen Menschen kommen und die Lot mitdrehen dann. Das ist so eine, was in Läden ist, mit Menschen taub, wenn eine schwere Zeit ist. Dort he oder sie kann Menschen tragweisen, wo sie können gehen, wenn sie nicht weiten, wo haben. Next sagt Paulus, Gott hat welche Menschen angegeben, das lehrerisch. Das sind seine Menschen, die andere Menschen belehren dann, und dort halten trag sein, was Gott wörtlich meinen wird in sein Wort. Und Gott hat alle diese gegeben, so dass die Kirche kann abgebaut werden,
en abgewassen zijn en volkomen zijn. De interessante ding is, wanneer we deze 5 dingen zijn, diese 5 Gaben, wat God besonders auf der Natur geeft, wir werden merken, dass die würden so eine Leder sein, was die würden alle haben. Und ich würde krank tauschen. Ich sehe hier angegeben, das ist ein Prediger, aber ich habe diese 5 Gaben nicht alle. Zum Beispiel, ich habe die Gabe von ein Prophet. En vielleicht ein bisschen schwacher an Evangelisten. Und so ist das bloß ein Beispiel. Und ich weiß, ich würde rücktauschen. Ich habe nicht alle 5. Und Jonathan und Pastor Peter auch nicht. Aber Gott hat uns taub das natürlich, diese Gaben und diese Menschen gegeben. Taub das natürlich haben wir diese 5 alle. Und es ist dann wichtig, dass wir diese alle unsere Stärken tun, und wo Gott diese Leidenschaft gegeben. So warum hat Gott dann diese Leidenschaft gegeben? Er hat seine Tag, seine Dinge zum Christendienst reingemerkt worden. Das meint dass die Prediger und die Lehrer in der Tag sind nicht die Einzigen, die die Arbeit in der Tag tun. Warum hat Gott der das gegeben? Dass wir alle taub reid worden, um den Christendienst zu tun. Und unterwegs zu sein, meine Arbeit, meine Abgabe als Dollar, jent alle reiden merken, um Christus dienen in der Stadt. Leih was ich dort alle selbst tun. Dort ist nicht Pastor Eich seine Arbeit, alle diese Tage seine Dienst zu tun in Leamington. Dort haben wir alle seine Arbeit zu tun. Und wie es Lehrer, wie es eine Tag, wir sollen alle abführen, so dass diese Reid gemerkt, zum Christus dienen. Und das ist, warum das so wichtig ist, dass wir dort begreifen, dass wir haben alle Gaben. Dass wir kommen in die Tag, wir wollen abgebildet, wir wollen reingemerkt, dass wir können die Gaben brauchen, was Gott uns alle hat gegeben. So meine Frage für ihn ist von dir. Was ist die Gabe, was Gott ihnen gegeben hat? Und wo können wir es in die Tag halten, rein wollen, um Jesus Christus dein in dieser Stadt. Gott hat auch die Lehrer gegeben, dass der Tag kann abgebaut werden. Wir sollen wachsen. Wir sollen tiefer gehen in uns Glauben. Wir sollen tiefer gehen in uns Verständnis von wer Jesus Christus ist. Wir sollen tiefer gehen in Leib für einen anderen. Und das Lehrer, wir sollen die lehren, sodass die kann dort besser verstehen. Gott hat auch die Lehrer gegeben, dass wir abgebaut werden. Das meint, dass wir bleiben nicht, wer wir sind. Wir haben 4 Jungs. Und die 4 Jungs, die sind nicht alle gleich und graut. Und wie jeder Kinder haben gehabt, die weiten dort nicht alle Kinder, die wachsen in der selben Weg. Wir haben einen Jungen, der kleiner ist als der andere. Er ist gesund. Aber er war nicht so böse als der andere. Und ich weiß, die haben alle Dinge gehabt und die weiten das so. So ist es auch mit Christen. Welche Christen, die waren sehr böse. Und die waren in ihr Verständnis böse und die gehen böse Deiper. Und das ist ein Don't. Und wenn die vielleicht in so einer sind, weil die sind ein bisschen träge gehalten. Die wollen nicht so böse als andere. Das ist ein Don't. Das ist bloß wichtig, dass die Wassen tun. Bleib nicht so, die sind. Lieber Wassen in Herrn, dass die abgebaut werden, dass die vollkommen werden und dass die vollständige Menschen sind. Wie lange wird der Tag dann diese Lehrer haben? 13. Vers sagt,
wie wollen sie es natürlich leider schauen, was die Zeit, dass wir vollständige Menschen sind. Wir wollen leider schauen, was wir ganz in einer Einigkeit in Glauben und Erkenntnis sind. Was Paulus sagt hier ist, wir wollen, was eng Zeit leider in deiner Natur kann. Und was die Zeit, wo wir ganz vollständige Menschen sind, vollkommen sind, wir würden sagen, wir sind perfekt, haben wir unsere Tagarbeit noch zu tun. Und das meint alle von uns. Der ist keine größere Freude, was ich habe. Das ist ein Lehrer. Wenn du wärst in der Tag, was wissen das, und Gott anfängt, Hort zu rühren, dort sei ein Ziel haben, um auch ein Lehrer werden, und auch in deiner zu werden. Und sind Menschen mehr zu halten, das ist nichts, was mich schon jetzt ist dort. Und dort wird meine Wünsche auch sein verdient. Und ich weiß, viele von Ihnen fallen, die sind vielleicht viel zu alt noch zu mehr dein. Die sind nicht viel zu alt. Die sind bis alle. Keiner ist alt hier. Die sind bis alle. Ich würde ihn ermutigen, wir alle mehr dein. Dann redet Paulus ein klein bisschen, was meint er dann, dass wir vollständige Menschen sind? Er sagt, wir sind nicht mehr Kinder. Kinder sind so eine Wort, wir würden gerne sagen, eine leicht grunzen tun. Die sind vielleicht nicht so stark, sie sind nicht so unholend, als so eine Wort adult sind. Die dann leicht was Dinge glauben. Hebräer Kapitel 5, auf Bad 14, wir haben nicht von der Zeit das lesen, aber das redet von, wo wir sollen nicht bei Mike bleiben. Wir sollen nicht bis den Anfang und den Anfang bleiben. Wir sollen abwaschen, da wir von Mike gehen und was Fleisch essen dann. Vollständige Menschen, vollständige Christen sind auch fast in ihr Glauben. Sie sind nicht so, was Hand und Trick gehen. Die glauben, was sie wollen, dann kämpft er was in ihr Leben näher, und dann switchen sie da bei sich und glauben, was ordnet, oder kann nicht festbleiben an eine Stärke. Und dann sagt er wieder, die sind so, was nicht von einer Lehre gehen, nur ein Orden. Die kann vielleicht alle so Menschen, was von einem Prediger reden, und das ist bis der beste Prediger. Und der hat die Weisheit, was die Antworten haben für alle die Frauen, was sie haben. Und dann, ein paar Monate später, dann sind sie ein Prediger. Und dann sind sie ein Lehrer, die hüpfen von einer Lehre bei den Orden. Er sagt, sie wollen vollständig sein, die tun nicht so. Die bleiben nur ein Weg, die wissen an den Einstreck, was an den Anfang hat, die wird gebüht, an wer Jesus Christus ist, und die schaffen wieder von durch. Und dann sagt er auch, dass seine Söhne nicht waren leicht angeschmiert, aber falsche Lehren. Dort ist sehr wichtig, dass diese Menschen die Bibel kennen, so dass wir nicht wollen, falsche Lehren annehmen. So dass wir wollen nicht von anderen Menschen angeschmiert, verletzt worden. Und mit das meine ich nicht, dass die sollen mich beharren. Meine Wunsch wäre, dass die würden alle dieser Werk diese Bibel studieren. Deib gehen in diese Bibel. So dass die weiten, was Gott sein wird, lernen wird. Nicht, was andere Wünschen, die wollen sollen weiten. Nicht, dass die an andere Hallen tun. Und wollen verletzt durch andere. Aber die, dass die Gott selbst lernen kann, der sein wird. Das ist mein Wunsch für ihn. Und dann, der Paulus das alle taubingen in 15 und 16, er sagt, wir sollen uns alle das Natur ohne Jesus Christus sagen. Wir sollen abgebüht worden in Life durch den Geist, wann wir in der Wahrheit blieben. Ich glaube, die größte Teken, dort wir wissen dann in Jesus Christus, ist dort uns der Leib für andere Menschen wurst. Wenn wir in Host haben, jenen andere Menschen, besonders als Christen, wir sind noch Kinder in den Herrn.
Aber wenn wir in unser Leben wachsen dann, und wie jeder Tag Menschen Dollar und Dollar ansehen, dass Jesus Christus der, mit Life, mit Genot, dort ist ein Beweis, dass wir wachsen in uns Glauben. Und wir gehen niemals weg von uns Anfang. Der letzte Vers sagt, dass Jesus Christus, dass ist alle unter seine Kontrolle. Das sind dann welche Menschen, die lernen, der Evangelium ist den Anfang, und dann, wenn wir vollständige Christen wollen sein, dann müssen wir dort sein, und dann müssen wir wachsen und andere Weisheit. Leider dort viel Dollar wiesen, was wir sollen down nur in Bekehrung, ist leider an den Anfang blieben. Und wir verstehen das fertig. Dort ist nicht dort, wie Christus annehmen down, und dann nun ordnet gehen, wie dann bis an dort büren, wo uns Anfang an ist. Jesus Christus ist uns Untergrund. Dort ist, wo uns ganzen Glauben wird angebüht. Das ist ein bisschen Stadt. Wir sagen, wir wollen ein Haus bauen. Das Haus ist ein Vorbild für uns Glauben und für uns Leben. Wir würden den Untergrund jeiten mit Zement. Und dort ist der Jesus Christus, hat für unsere Sinnen gestorben, ist von dort abgestoßen für uns nicht leben. Die würden den Untergrund jeiten, und dann wird ihr besiegt, ohne Untergrund ein Haus bauen. Das merkt keinen Sens. Die bauen dort Haus an dort Untergrund, wo den Anfang angemerkt ist. Nicht die besiegt. Und so ist das auch für uns. Wenn wir abwachsen werden und uns glauben, das meint, wir bauen an dort, wo wir uns Anfang wir. Nicht an andret, nicht die besiegt, aber einmal bis an Jesus Christus. Abwachsen in uns Glauben meint das. Jeder Tag, da wir Jesus Christus besser lernen kann. Und jeder Tag legen wir Jesus Christus Dollar und Dollar, sodass wir in Leben Genot wachsen dann. Wir schließen mit Gebet. Jesus Christus, das ist in der Lehre von dir Wort, ich hoffe, es ist eine Trost für alle von uns. Wir Menschen ferken wie Hand, geben, was wir nicht haben. Aber wir sind bis verantwortlich für was du uns geschenkt hast. Und Gott, ich bete, wenn die Sinne sind von dir Wort, da kann klar sein, dass sie sind vielleicht mit Karte kommen mit dein, mit den Zeug unterstützen, mit ihrer Gaben. Gott, ich bete, dass du warst nicht durch Schulden oder Schämen, aber dass du warst ermutigen zu mithelfen. Und ich bete auch für Söhne von dir, was vielleicht Hand nicht wie Christus geblieben. Sie haben vielleicht so angefangen, aber Hand angebüht an andere Dinge. Ich bete, dass du was einen Trick bringen. Nur wer Jesus ist. In die Gemeinschaft, was wir in Jesus haben. Wir beten auch für uns, dass wir der Werk gehen. Ich bete, dass du was uns stark in der dienen wird. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.